Bimenje vuca asyna a ducha svatého. Amen. Pokoj buď s vámi. Sehr geehrter Herr Bischof, ich freue mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam diese Feier haben. Es ist für mich eine besondere Herausforderung gewesen. In den letzten Wochen war ich ja gar nicht hier anwesend in der Pfarrei. Und dennoch haben alle, die Firmenbewerber, alle Gemeindemitglieder, alle miteinander eine Vorbereitung leisten können, die heute ihre Entsprechung findet darin, dass Sie heute das Sakrament der Heiligen Firmung spenden dürfen. Češćenke biskupie zútrobe zapłać Bóg za tutun vokomik, kotro se me doživić z vami tu v našej farskej cirkvi. Veselu se cele osobinste tež, za smiem tu z osadu dženca zasa zromadne Božumšu svečić. To by za mne vužadace čas trošku tež za vás osadnych, ale sem był přeco podla a viem, zo še všetko jara deres mištrovali te za to zútrobe zapłać Bóg. Wir bitten nun, dass Sie mit uns die Heilige Feier vorstellen. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder, es ist auch für mich eine Freude, heute Morgen hier mit diesem Tag, mit diesem Sonntag sozusagen die große Firmensaison zu eröffnen. Also es werden in diesem bis zur Sommerferienzeit viele junge Christen das Sakrament der Firmung empfangen und ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen beginnen kann. Und noch einmal ein wunderschöner Raum, ein kostbarer Raum. Heute erlebe ich ihn zum ersten Mal in der Sonne, bei Tageslicht. Ich denke, ich darf Ihnen noch einmal herzlich beglückwünschen zu diesem würdigen Gottesdienstraum. Und das macht etwas mit uns allen, dass wir hineintreten dürfen in eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Himmels, die uns im Kirchenraum, in der Kirche immer wieder als Spiegel vorgehalten wird. Es ist nicht vergleichbar, aber doch ahnen wir, und dazu sind wir berufen, in der Taufe Kinder Gottes zu sein, in einem großen Haus, in dem Haus der Kirche, das hineinragt in die Ewigkeit, in das ewige Jerusalem. Dafür ist die Kirche ein Spiegelbild. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, alles hat seinen Anfang genommen in unserem Leben als Christen mit der Taufe. Und das wollen wir uns heute in diesem Moment in besonderer Weise bewusst machen. In der Taufe haben wir das neue Leben empfangen, das Leben in Christus. Wir haben uns mit ihm verbunden, er hat sich mit uns verbunden und darin werden wir heute im Sakrament der Firmung bestärkt. So lade ich euch und Sie alle ein, wie wir das in der Osterzeit in besonderer Weise tun, unser Taufbekenntnis zu erneuern. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, ihr werdet im Sakrament der Firmung den Heiligen Geist empfangen. Wir bekennen gläubig, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn Gott ist und uns das Leben schenkt. Er besiegelt, was er in der Taufe an euch gewirkt hat. Deshalb bekennt dankbar den Glauben, den damals eure Eltern und Paten bekannt haben. So frage ich euch. Widersagt er dem Satan und all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, mit diesem Glauben seid ihr nicht allein. Wir alle, die wir getauft sind, gehören zum Volk Gottes, zur Kirche Jesu Christi. Daran wollen wir uns jetzt dankbar erinnern. Wir empfangen das geweihte Wasser und singen dazu ein ein Tauflied. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft im neuen Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie euer Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes. Čitanje z prvnjega lista svätého apoštola Jana. Moje dzieci to wam pisam, zo byście nie rešili. Jeli pak štu zreši, mamy rečnika pola Wódca, Jezu Krista sprawno. On je wopowuje na nia za nasze rychy, nic pak jeno za nasze, ale za rychy całego świata. Štuž Boże kazne dzierży, Boha poznaje. Potem wiemy, zo sme ho poznali
jeli wopkić bujmy jeho kaznie. Štuž praji, zo jo znaje, ale nima so po jeho kazniach tunži, a pravdy mi nie. Štuž pak haj jeho svo, by tym je lubož Boža zavrno dospona. Slyšeli jsme slovo Bože. Osvětlí nám písma a utopu nám zahost tvojím slovem. Halleluja, halleluja, Kněz buď s vámi. Ze svatého zczynia po Lukaszu. Wuczomnikaj kotrajś, biesztaj so zemał zawróciłoj, rozprawiesztaj, sztobie so imaj po puciu stało, a jak biesztaj Jezusa przy łamaniu chleba spoznałoj. Gdyż wonaj jeszcze reczesztaj, stejesze Jezus między nimi, a riekny im, pokoj wam, ja to sym, nie bojcie so. Ale zatraszenia napuszeni w onimieniachu zo ducha widzia. Jezus riekny im, czego dlaście przestraszeni, a czego dla nastawaja we waszych wutrobach tajke myśle. Poladajcie na mojej ruce, a mojej noze, sym gdzie to ja. Dotkniecie so mnie, a poladajcie. Duch wszak nie ma miaso a kości, kajż widzicie, zo mam je ja. Po tu tych słowach pokaza im ruce a noze. Jako pak z lutym wieselom jeszcze nie wierjachu, a so jeho dziwachu, riekny im, macie tu niešto jest. Podachuje mu kus pieczonej ryby, wuncy wza, a przed nimi poje. Potom im praji, to są słowa, które sym ryczał, jakoby iście z wami. Wszystko ma so dopilnić, štož je vo mni napisane ve Mojzesovem zákoniu, pola profitov a ve psalma. Potom im otevrie zmysl, zobychu písmam zrozumili a riekny im, tak je napisane, zo mieješe Mesijas čerpieć, a na trzeci dzień z mrtwych stanąć. We mienie jeho ma so pridobać všem ludam, spočinajo ve Jeruzalemie, pokuta a vodawanie riechów. Die beiden Jünger, die vom Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen Zweifel aufkommen?
Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetze des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am 3. Tage von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. Dobre poselstwo naszego Knieza Jezu Chrysta. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. In dieser Osterzeit, an den Sonntagen, aber auch schon vorher an den Werktagen, haben wir immer wieder Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern gehört, in den Evangelientexten. Immer wieder hören wir, wie Jesus, der Auferstandene, darum ringt, den Jüngern begreiflich zu machen: Ich bin auferstanden. Sie können es nicht fassen. Und heute haben wir noch einmal eine Szenerie. Die Emmaus-Jünger kehren zurück, treffen auf die Jünger, wollen erzählen, was sie erlebt haben. Und als sie beieinander waren, trat Jesus in ihre Mitte. Und wenn wir die Szenerie etwas nochmal uns vor Augen führen, am Anfang hatten sie Angst, weil sie meinten, es ist ein Geist, ein Gespenst. Dann erklärt er sich und dann heißt es, sie waren voller Freude, konnten aber immer noch nicht glauben, dass es der auferstandene Herr ist. Die junge Gemeinde der Christen, die Jesus-Nachfolger, sie haben sich schwer getan zu erfassen, was heißt das eigentlich, dass Jesus auferstanden ist. Und mehrmals im Neuen Testament finden wir einen Hinweis, das wiederholt sich, Jesus tritt ein, auch hinter verschlossene Türen, er tritt ein. Und das erste Wort, das er den Jüngern sagt, ist: Friede sei mit euch. Auch heute haben wir es so gehört. Friede sei mit euch. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, heute an eurem Tag der Firmung wird Jesus in unserer Mitte gegenwärtig. Wir sind beisammen in seinem Namen euch dieses Wort in besonderer Weise zusagen. Und wenn ich euch gleich das Sakrament der Firmung spende, werde ich den Ritus der Firmung abschließen mit diesem Wort: Der Friede sei mit dir. Das ist euch heute gesagt. Und wir können uns vorstellen, wenn Jesus dieses Wort sagt, der Friede sei mit dir, dann ist es mehr, als dass es jetzt kein Krach und Spektakel und keinen Krieg gibt. Das ist sicherlich mit implementiert, das gehört dazu, aber das ist noch mehr. Der Friede sei mit dir, sagt Jesus. Was heißt das für euch, für euer Leben?
Die Zweifel, die die Jünger haben, sind nicht ausgeräumt. Bei euch nicht, bei mir manchmal auch nicht. Immer wieder die Frage, bist du es, Herr? Bist du wirklich da? Und wenn wir in die Welt hineinschauen, bei all den schrecklichen Dingen, bis hin zum Krieg, um dem, was wir in diesen Tagen und vielleicht heute Nacht oder heute Morgen aus Israel, aus dem Land Jesu erfahren haben, immer wieder Krieg und immer wieder Gewalt und Terror. Natürlich wünschen wir dem Heiligen Land und den Menschen, die dort leben, dass Frieden ist. Aber für uns, wir leben in einem friedlichen Land, ein Land mit Frieden. Was heißt es für uns, wenn Jesus euch heute sagt, der Friede sei mit dir? Er tritt immer ein in dein Leben, an deine Seite. In welchen Ängsten und Fragen wir uns auch bewegen, in der Not, in der Unsicherheit, im Leid, in den Unerklärbaren, das, was alles ein Menschenherz bewegen kann, froh macht, traurig macht, nachdenklich macht, zweifelt, da tritt Jesus ein an deine Seite und sagt dir, der Friede sei mit dir. Ich bin dir nahe. Ich lasse dich nicht. Du gehörst zu mir. Wenn wir uns das bewusst machen, immer wieder in unserem Leben, auch in unserem Alltag, bei all dem, was uns begegnet, dann spüren wir, dieses Wort Jesu hat eine enorme Kraft, wenn wir uns dafür öffnen. Auch das ist ein versteckter Hinweis. Wenn wir uns an das Evangelium erinnern, wo die Jünger am ersten Tag der Woche beieinander waren, hinter verschlossenen Türen. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Bild? Sie hatten Angst, die Jünger, haben sich eingeschlossen. Und in der Woche drauf noch einmal, sie waren eingeschlossen, hinter verschlossenen Türen. Jesus tritt ein. Vielleicht nehmen wir für das Bild der Tür unser Herz. Wenn das Herz verschlossen ist, dann kann der Herr mit einem Wunder sozusagen eintreten, aber das verschlossene Herz hat sich auch nicht nur den Menschen verschlossen, sondern auch Gott gegenüber verschlossen. Durch geschlossene Türen kann der Herr eintreten. Und das, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, das möchte ich euch ebenso gerne mit auf den Weg geben. Bei allem das Herz offen halten für den Anruf Jesu, für den Anruf Gottes. Das Herz offen halten für sein Wort. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort gibt Halt. Sein Wort gibt auch Orientierung. Es könnte der goldene Faden sein, der sich durch unser ganzes Leben hindurchzieht. Gottes Wort ist Kraft, schenkt Heil, schenkt Orientierung. Ich möchte euch gerne heute Morgen von einem erwachsenen Taufbewerber berichten. In der Osternacht habe ich in der Kathedrale in Dresden 4 Menschen, Erwachsene, das Sakrament der Taufe gespendet. Eine blinde Frau, in ihrem ersten Glauben eine Muslimin, und dann 3 Männern, und diese 3 haben von sich aus gesagt, ich bin in einem atheistischen Umfeld aufgewachsen. In der Familie kam Glaube und Kirche nie vor. Und einer von diesen 3 Männern, in der Mitte 30, erzählte, meine Großeltern waren evangelisch getauft und ansonsten war nichts mit Religion. Und ich bin eines Tages auf den Dachboden unseres Wohnhauses, fündig geworden. Ich habe in einer Kiste eine alte Bibel gefunden. Und diese Bibel war sogar in Altdeutsch
geschrieben. Er hat sich diese Schrift zu eigen gemacht und hat begonnen, wirklich die Bibel von Anfang bis zu Ende durchzulesen. Nun ist das Alte Testament ja mit sehr spannungsreichen und sicherlich auch mit manchen kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden. Das alles hat er gelesen und dann kam das Neue Testament, die Evangelien. Und davon erzählt er, je mehr und je länger ich diese Evangelien gelesen habe, habe ich gespürt, es überkommt mich ein Frieden. Es tritt ein Frieden in meine Seele ein und diesen Frieden habe ich vorher nicht gekannt. Dann war er unterwegs in England, hat eine Kirche aufgesucht, wurde dort herzlich aufgenommen und schließlich war er auch in einer Gemeinde im Umfeld von Dresden, ist in die Kirche gekommen, er wurde freundlich begrüßt von einer Person. Dann hat er gesagt, ich bin nicht getauft. Und da kam als Antwort, das macht nichts, du bist hier herzlich willkommen, aber weil du noch nicht getauft bist, kannst du nicht die Kommunion empfangen, aber du kannst ebenso nach vorne gehen und kannst um den Segen bitten. Das hat er getan in diesem Gottesdienst. Und dieser Segen war für ihn wie ein Wendepunkt in seinem Leben. Zum ersten Mal wurde ich gesegnet und das hat etwas mit mir gemacht und hat einen Glaubenskurs mitgemacht und hat am Ende dann dieses Glaubenskurses das Sakrament der Taufe empfangen. Dann am Samstagmorgen, als wir uns dann trafen zur Vorbereitung auf die Taufe, sagte er, ich habe keinen Taufpaten. Weder in meiner Familie noch in meinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der Christ ist, der katholisch ist, der Taufpate sein kann. Der Dompfarrer hat es dann übernommen in dieser Situation. Allein. Warum erzähle ich euch das, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber? Den Glauben durchzutragen, die Taufe durchzutragen, den christlichen Glauben festzuhalten und zu bezeugen, allein mag hier in Crostwitz weniger die Situation sein. Aber wir sind mitten in die Welt hineingestellt, in unser Land hineingestellt und wir wissen, dass wir als Christen eine Minderheit sein werden und sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dem Glauben festhalten, an Christus festhalten, an seinem Wort festhalten. Den Glauben leben und bezeugen. Und dazu, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, werdet ihr heute gestärkt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind uns gegeben, damit wir ermutigt werden, damit wir stark werden in unserem Glauben, damit wir den Mut haben, uns zu unserem Glauben zu bekennen. Natürlich in unserem familiären Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld, aber nicht nur da. Den Mut haben, immer wieder dazu zu stehen, ich bin ein Christ. Ich glaube Gott. Ich glaube diesem Jesus Christus und lasse mich von seinem Geist führen in all dem, was ich tue. In meinem familiären, privaten Leben, wie auch mitten in der Welt in meinem Arbeitsleben. Dazu werdet ihr heute stark gemacht mit den Gaben des Heiligen Geistes. Dass wir auch dann, wenn wir alleine sind und wenn wir spüren, es ist niemand da, der mit uns denkt und fühlt, sagen können, ich bleibe bei meinem Glauben, weil ich auch jetzt in der Einsamkeit, im Alleinsein weiß, der Herr tritt ein. Er ist an meiner Seite. Er tritt in die Mitte meines Herzens und macht mich stark und sagt mir, der Friede sei mit dir. Das wünsche ich euch aus ganzem Herzen, dass ihr das auf eurem Lebensweg erfahren könnt. Immer wieder kommt der Herr
an unsere Seite. Das Verschlossene bricht er auf. Er tritt ein in unser Herz und sagt uns, der Friede sei mit dir. Gebe es Gott. Amen. Що Духа Святого, ощез небесна люд свой, у светла своего. И чего цекучины, дава чело на небе, душо светло над солнцем. Покоєв'я найліпші, нуші що найсводші, мокші чеси любосне. Odpoczniły wieczernie, pokroczenie mococie, pokoj synam Ona najzbożniejsze, na pilnusze zwolniwe, swoich smiernych zlubosću. Miasto jej mocy tu, niczo nie je człowieku, niczo nie je umywaj szamazane, pokrypisz to sucheje, nadobniesz osłuchaj. Zimuś to się poprostwo, zej amuwej zmyszo, zabudzene na oczy. Najszym swoim mirimy, na Tebie so spuszczacy, swoich darów sydomku. Najsnudnym pismu rzeczy, daj zbożnie pomryczy, daj im radość bezkończną. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen, unsere Schwestern und Brüder, in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn.
Helena so. Helena, Sophia, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wann sendet seine Liebe durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Das ist es dann nicht hier. So hast du. Danke, Franziskus, seine Liebe durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Das ist es dann nicht hier. So hast du. Ganz wohl mitten, seine Liebe durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wieland Simon, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Magdalena, der Rena, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Ada Emilia, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Mia Luise, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Helene Margareta. Helene Margareta, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Und mit ihm. Paul, Hans, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie gesagt, Kilian, Dominian, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Die erste. Kevin, Johannes, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Jakob, Juri, Patrick, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Michael, Benno, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Benno, Josef, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Letos, Vito, seine Siege durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.
Paul Mittag seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Simon Lenno, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Adrian Theodor, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Paul Michael, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Florian Alexander, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Lili Anastasia, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Lea Sophie, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Anna Magdalena, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Henrik und Paul, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Annalena, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Luisa Antonia, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Johanna Andretta, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Lotta Amalia, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Victoria, Luise, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wie heißt du? Tanja Paulina, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Franziska Elena, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Liebe Marie Katharina, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Emily Abigail, seine Liebe für die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Jana Milena, seine
Sandra Sarah. Sandra, Sarah, sei gesegnet durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Verstanden. Lasset uns beten. Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist schenkt uns den einen Glauben, die eine Hoffnung und die eine Liebe. Erfüllt von diesem Geist, lasst uns einmütig zu Gott, dem allmächtigen Vater, beten. Gütiger Gott, wir bitten dich für die Neugefirmten, die du mit deinem Heiligen Geist gestärkt hast, dass sie im Glauben festgewurzelt und in der Liebe fest gegründet bleiben und durch ihr ganzes Leben Christus, den Herrn, bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Prosimy Cię za naszych starszych a kmucjo, kotrzy so z nami tule modla jako świadkojo wiery. Wobnacz ich, so bychu nas firmowanych ze słowem a skutkom dale wučili w obstajnie Chrystusa czciować. Wir bitten für die ganze Kirche Gottes, die du im Heiligen Geist zusammengeführt hast, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heinrich und der Gemeinschaft der Bischöfe, dass sie im Glauben und in der Liebe eins bleibe, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wachse und sich ausbreite auf der ganzen Erde. Wir bitten dich, erhöre uns. Prosimy Cię za všun svět a za všich ľudí, ktorí stvoriteľ a úcty si, co bychu so miesto bol zainčmili przy všej všelakorosti.
Daj, bychu všetké ľudy sveta sa o pokoj pracovali. Wir beten für alle Menschen, die unter Verfolgung, Gewalt und Krieg leiden. Für alle, die ihre Heimat verlassen mussten, schenke allen Leidenden den Beistand des Heiligen Geistes und sende ihnen Menschen, die ihnen helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, Prosimy Cię za naszych zemrtwych, daj im swój pokoj. Allmächtiger Gott, du hast deinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt, damit sie und ihre Nachfolger ihn den Gläubigen weitergeben. Sei uns nahe und erhöre unsere Bitte. Gib, dass der Heilige Geist, den deine Allmacht und Güte der Kirche geschenkt hat, als die Verkündigung der frohen Botschaft ihren Anfang nahm, auch in unserer Zeit durch die Liebe derer, die glauben, die Welt erfülle. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Вун нех нас чини Тебе вечный дар, зобых мы субодичи содоцпельни с Твоими узволенными, се сбожной книжну Бога Родительку Марию, с Твоими святыми апостолами, а сбожными махаями, a ze všemi sviatými, na ktorej zástupnú postvu, před Tobu so přeco nadžívame. Tutun voporny dar naszego ujednania prosimy Cię, Kníže, niech Tyje pokoje a spomożeniu wszeho svita. Skručuj svoju crkej na jej putnikowaniu na zemi we wierze a lubości. Skručuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha a zromadność biskupów ze všimi duchownymi a ze swoim umoženym ludom. Uspěš mi ve vočser mali tututeje svoje vostade, kotru se zromadžujú. Zjednoč ze sobu všetké svoje pozemí rozbojené dzieci. Gedenke auch unserer Neugefirmten, die in der Taufe zum neuen Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden. Bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Spomnij tyś na naszych potemretych bratrov a sotry a na všetkých, koci sú Tybi so spodobajú stutie časnosti otišli. Přijmi ich do svojho kráľovstva. Tam budeme s nimi tyž, my toho so nádžijame, so bychme s nimi Tvoju krásnosť užívali. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod,
Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Češćane knieže biskopje, w imieniu wszystkich firmujomnych chcemy cyle wutrobne pola was za darenje sakramenta firmowania dziękować. Bysiu to krasne a nujace gemsze, kotreż budu nam wszym w pomiatku wostać.
Jsme džakoni za moc a žonovanie, kotrež się nam przez firmovanie daril. Święty Duch bude nas na naszym żyjącym puczu przewodzić, a nas posilnić naszą wieru żywy być a obswiecić. Firmovanie je ważny podok w naszym życiu. Ono je znamio za to, że sme nie kärtnik chrześcijanio a zamówitość za naszą wieru sami przełzać możemy. Dziękujemy so wam a wszystkim drugim, żeście nas po tym puczu przewodzili a nas ze Świętym Duchom skrucili. Hochwürdigster Herr Bischof, im Namen aller Firmlinge möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Spendung des Sakraments der Firmung bedanken. Es war ein wunderschöner und bewegender Gottesdienst, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Wir sind dankbar für die Kraft und den Segen, die Sie uns durch die Firmung gespendet haben. Der Heilige Geist wird uns auf unserem Lebensweg begleiten und uns stärken, unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Die Firmung ist ein wichtiges Ereignis in unserem Leben. Sie ist ein Zeichen dafür, dass wir nun mündige Christen sind und die Verantwortung für unseren Glauben selbst übernehmen können. Wir danken Ihnen und allen anderen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, dass Sie uns auf diesem Weg begleitet und uns mit dem Heiligen Geist gestärkt haben. Nun erbitten wir uns Gottes Segen. Ich danke für dieses gute Wort am Ende unseres Gottesdienstes. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, liebe Neugefirmten, dass ihr wirklich gestärkt seid durch den Empfang des Firmsakramentes und dass ihr euren Weg gehen könnt als Christen in dieser Zeit. Einen Weg, der nicht immer leicht sein wird, aber wir sind bestärkt durch die Gaben des Geistes. Auch wenn wir nicht in Gemeinschaft sind, können wir darauf vertrauen, dass der Herr mit uns geht, dass er bei uns bleibt und dass er uns immer wieder dieses Wort ins Herz spricht: Der Friede sei mit dir. Und das ist ein Wunsch, den ich jetzt für alle erbitte, für die ganze Pfarrei, für die ganze Gemeinde, dass wir in dieser Gewissheit unseren Weg gehen können. Der Herr geht mit uns und stiftet uns immer wieder neu seinen Frieden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott.